Genial. Hey, danke euch vielmals, Team, für das Leiten im Worship. Schön, dass es ein bisschen Bewegung gibt, es ist ein bisschen voller geworden vorne, das ist cool. Man fühlt sich sonst schon einsam auf der Bühne vorne, also im Scheinwerferlicht und so. Und ja, genau. Schön, dass ihr da seid. Hey, ich freue mich sehr, dass ihr predigen darf, dass ihr da seid, den Weg gefunden habt an diesem schönen Auffahrtswochenende. Und natürlich alles Gute zum Muttertag. Alle Frauen, alle lieblichen Mütter, alle potenziellen Mütter, geistigen Mütter. Wir feiern später noch richtig ausgiebig. Aber ich schon mal an dieser Stelle Happy Mother's Day. Und auch zu meiner Mami, falls du schaust, alles Gute zum Muttertag. Genau. Ich muss mich zurückhalten, ich habe überlegt, ob sie schaut oder nicht. Wahrscheinlich schaut sie nicht, aber jetzt schaut sie vielleicht trotzdem. Alles Gute zum Muttertag. Genau. Voll gut. Hey, ihr habt es vielleicht gesehen auf der Webseite, oder vielleicht jetzt am Anfang gesehen, haben wir jetzt starten eine neue Serie. Wir haben eine Serie über Johannes den Täufer. Wer hat schon mal von Johannes den Täufer gehört? Wer hat schon mal Johannes den Täufer ein bisschen studiert? Okay, ja doch, ein paar, die ihn studiert haben. Mir ist es so gegangen beim Vorbereiten, dass ich gemerkt habe, ich habe da immer ein bisschen mitgelesen, wenn ich die Evangelien gelesen habe, aber habe mich noch nie mit dem wirklich auseinandergesetzt. Und spannend ist ja, ich und Johannes haben die Serie zusammen vorbereitet. Und es ist wirklich eine mega, mega spannende Figur. Er ist so ein bisschen einzigartig, weil er in der Mitte steht, so ein bisschen die Brückenfigur ist zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Der Calvin hat gesagt, er ist in der Mitte zwischen Gesetz und Evangelium. Und das finde ich mega, mega spannend. Und je mehr man ihn angeschaut hat, ist man gesehen, oh krass, das ist wirklich noch viel, was wir da können lernen und mitnehmen können. Er hat, bevor Jesus öffentlich aufgetreten ist, hat er schon deklariert, hey, das ist das Lamm Gottes. Johannes 1, Vers 29 sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnimmt. Bevor Jesus auftreten ist, irgendetwas gesagt hat, geheilt hat, predigt hat, hat er das schon in ihm gesehen. Aber das Spannende ist, er ist gestorben, bevor Jesus so wirklich angefangen anzugeben. Also bevor Jesus angefangen zu predigen, bevor Jesus angefangen Wunder zu machen, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist, gestorben ist und wieder verstanden ist. Das meiste von dem hat Johannes nicht gesehen. Das meiste von dem hat er nicht miterlebt, hier auf dieser Welt. Und das macht ihn so zu einer spannenden Person, weil er irgendwie im Neuen Testament ist, aber eigentlich das Zentrale vom Neuen Testament wie verpasst hat oder nicht Teil davon war. Checkt das ein bisschen, das ist ein bisschen die Spannung, die er drinnen gelebt hat und ich finde das mega faszinierend. Und er hat in den ersten Jahrhunderten von der Kirchengeschichte hat er sehr eine zentrale Rolle gehabt. Ich habe kürzlich die Apostelgeschichte durchgelesen. Und dort, wenn der Petrus oder der Paulus so die Verteidigungsrede machen vor diesen vielen Leuten, wenn sie so das Evangelium erklären, ist der Johannes ein fester Bestandteil von ihrem Evangelium. Und ich dachte, das ist noch spannend, wenn ich jemandem das Evangelium erklären müsste, würde ich glaube nicht den Johannes den Täufer in meinem Evangelium einbauen. Genau. Der will nicht Teil von meinem Evangelium sein. Aber am Anfang, wo der Glaube sehr stark mit dem jüdischen Glauben ist verbunden war, hat er eine mega zentrale Rolle gespielt. Und je länger sie mehr, haben dann nachher die anderen Apostel mehr Gewicht eingenommen. Weil es halt wirklich der Tod und die Verstehung, was wirklich das Zentrale ist, was wir ja feiern, wo wir vor ein paar Wochen gefeiert haben, an Ostern, das haben sie alles miterlebt und können das interpretieren und besser darüber reden als Johannes der Täufer. Und trotzdem glaube ich und hoffe ich, dass wir etwas von ihm mitnehmen können in dieser Serie. Wir haben 3 Teile, ich werde nachher schnell etwas dazu sagen. Aber so zum Start haben wir gedacht, wir wollen ihn kurz kennenlernen, Johannes der Täufer. Und wie macht man das besser als mit einem Freundschaftsbüchlein, oder? Wir haben die ganze Zeit Freundschaftsbücher daheim und es ist so eine Hassliebe. Auf jeden Fall, ich denke, es ist noch gut, um so einfach jemanden kurz kennenzulernen. Ich habe das Büchlein Johannes geschickt, er hat mir es zurückgeschickt, das ist noch rechtzeitig angekommen, vielleicht können wir es auf den Screen aufentun. Oh, es ist sehr klein. Könnt ihr? Ah doch, könnt ihr schon ein bisschen. Ich habe eine Ermutigung zu weiter vorne sitzen, wahrscheinlich könnt ihr das viel besser lesen. Aber man sieht auch das Wichtigste von Johannes in seinem Leben. Also sein Name, Vorname Johannes, Nachname Täufer, oder? Genau, Geburtstag habe ich geschrieben, so ein paar Monate vor Weihnachten, weil er und also seine Mutter und Maria sind gleichzeitig schwanger gewesen. Die Grösse war ganz genau 3,7 L. Gewohnt hat er in der Wüste am Ostufer vom Jordan. Genau, was er cool findet, ist Taufe, was er nicht so cool findet, ist Schlangenbrut und Ehebruch. Was ein schönes Erlebnis für ihn war, ist, Jesus zu taufen, den Sohn Gottes zu taufen. Das Lieblingsessen Biohonig. Lieblingstier Heuschrecken. Lieblingsbuch die Schriftrolle von Jesaja. Der beste Film Matrix-Trilogie. Ich denke, der hat ihm auch gefallen. Musik, Harfe und Tambourin. Was man möchte werden, ist Strassenbauer oder Wegbereiter. Und was er am liebsten macht, ist Pharisäer beleidigen, Kamelhaarkleider nähen, der Papa im Tempel helfen und Tante Maria besuchen. Genau, das ist so ein bisschen.
Dann würden wir jetzt zurück in Worship gehen. Nein. Genau. Das ist so ein bisschen der Überblick, wer Johannes ist. Mal so einen ersten Überblick haben. Wir haben es kurz gesehen, er ist priesterlicher Abstammung. Also sein Vater war Priester im Tempel. Seine Mutter stammt auch vom Stamm Aaron ab, vom Hohepriesterstamm. Genau, also ein Pastorskind eigentlich. Er ist im Bergland von Juda aufgewachsen, man weiß nicht ganz genau wo. Und dann ist aber lange Zeit in der Wüste hat er gelebt und gewirkt. Und man geht davon aus, es ist nicht ganz spezifisch in der Bibel so beschrieben, aber man kann sich ableiten, dass er irgendwo am Ostufer vom Jordan gelebt und gewirkt hat. Und das ist noch relevant für ein paar Sachen, die wir nachher werden sehen. Genau. Und eben die Kleidung und Ernährung, die Kamelhaar und der Ledergürtel und das Essen, der Honig und die Heuschrecken. Ich habe immer gedacht, das ist so die normale Anlegung und das normale Essen dazu mal. Aber es ist recht speziell, es ist recht rausgestochen mit dem. Genau. Und was wir in dieser Serie machen, wir wollen 3 verschiedene Aspekte, 3 verschiedene Beziehungen miteinander anschauen. Wir haben heute Teil 1. Heute geht es darum, den Johannes und den Elia. Die Beziehung von Johannes und dem Elia, und wir werden nachher zusammen ins Alte Testament abtauchen. Nach Pfingsten wird der Joni über Johannes und Jesus reden. Die Beziehung von Jesus und Johannes, Ähnlichkeiten, Unterschiede, wie hat das funktioniert, was hat Johannes für eine Bedeutung gehabt für das Reich Gottes. Und dann der dritte Teil wird der Johannes, basiert auf dem Johannesevangelium, über Johannes den Täufer reden. Vielleicht auf mir, genau. Er wird über Johannes und den Herodes reden. Beziehung vom Johannes den Täufer mit Autoritätsfiguren, also mit dem Herodes, mit den Pharisäern und so seine prophetische Art, die er hatte. Also heute gehen wir Johannes und Elia und wir machen zusammen eine Exkursion ins Alte Testament. Ich würde gerne noch beten und dann möchte ich gerne ein paar Gedanken mit euch teilen. Ja, Vater, ich danke dir, wie das Steven schon gesagt hat, wie Joni gesagt hat, dass du da bist. Danke, dass wir nicht uns fragen, ob du irgendwo weit weg bist, ob du interessiert daran bist, sondern du möchtest zu uns reden heute Morgen. Du möchtest uns begegnen. Und für das bete ich wirklich. Jetzt in dieser Predigt, dass du einfach redest. Ich bete für den Worship nachher und im hörenden Gebet, dass wir Momente mit dir haben und einfach von dir hören, dass wir gestärkt werden, herausgefordert werden, ermutigt werden. Das, was wir hören müssen. Und ich danke, dass du jeden Einzelnen kennst da innen. Du kennst, wie unsere Woche war, wie unser Wochenende war und was wir jetzt gerade müssen hören. Und ja, leg einfach die Zeit in deine Hände und bete, dass du, Heiliger Geist, die Worte nimmst und dass du übersetzt für jedes einzelne Leben, für jedes Herz, dass wir da mitnehmen, was du für uns parat hast, Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen. Sehr gut. Wer von euch kennt Friends, die Fernsehserie Friends? Okay, einige. Ich war in Australien und ich habe noch nie vorher Friends gesehen. Und der Dozent hat sich entschlossen, in unserer Vorlesung einen kurzen Ausschnitt von Friends zu zeigen. Und ich bin da drinnen gehockt mit ganz vielen Amerikanern und sonst Leute, die wahrscheinlich mehr gebildet sind als ich, wenn es um Friends geht. Und ich habe die Szene geschaut und ich habe es einfach nicht lustig gefunden. Ich bin nicht rausgekommen, wer ist der Typ, warum macht er immer so und was soll das? Und alle um mich herum waren am Lachen. Die haben es so lustig gefunden, es waren 30 Sekunden und ich dachte, was geht mit euch ab? Und dann ein paar Jahre später habe ich angefangen, selber Friends zu schauen. Und dann bin ich wieder zu dieser Szene gekommen, die wir damals mal im Unterricht geschaut haben. Haben wir das so lustig gefunden. Plötzlich habe ich gecheckt, was der Joey da macht und warum das lustig ist und so. Und er hat den Zusammenhang verstanden. Und das war so der Unterschied, wenn man so ein bisschen den Kontext oder die Geschichte bis dahin schon kennt und den Charakter schon kennt. Und ich glaube, mit dem Johannes dem Täufer kann es uns ein bisschen ähnlich gehen. Wenn wir so das Neue Testament einfach so aufschlagen und anfangen zu lesen, dann taucht halt der Johannes der Täufer auf und ist so, ja, cool, okay, gut. Und da viele Prophezeiungen und Alttestamentstellen. Und dann denkt man, ja, okay, ich weiß nicht, was da dann so faszinierend soll sein. Aber wenn wir anfangen, uns mit der Geschichte, die vorher ist passiert, mit den Charakteren, einfach mit dem Kontext auseinanderzusetzen, plötzlich ist da etwas, das viel mehr zu geben hat, als wir im ersten Moment gesehen haben. Und ich musste an den Vergleich denken, wenn es um Johannes geht, weil ich das Gefühl habe, ja, das stimmt. Wenn wir vergessen, was im Alten Testament alles passiert ist und woher es auch kommt und was er da erfüllt und was er da einläutet, dann ist er irgendwie nicht so kraftvoll, der Johannes der Täufer. Weil Tatsache ist, in allen 4 Evangelien ist Johannes der Täufer fester Bestandteil vom Start. Also so das Einläuten von was Jesus macht, kommt immer Johannes der Täufer. Habt ihr gewusst, wahrscheinlich wüsst ihr das alle, ich habe es nicht gewusst, ich bin mir nicht so bewusst gewesen, dass die Weihnachtsgeschichte ist nur mit 2 Evangelien drin.
Klar, haben alle gewusst. Mir ist es irgendwie nicht so bewusst, ich habe schon gewusst, dass es nicht überall gleich ausführlich drin ist. Aber ich habe hey, krass, der Johannes der Täufer ist überall fest Bestandteil. Weihnachtsgeschichte, Maria, so, ja, in 2 von 4 ist es drin. Ich dachte, okay, spannend, da muss irgendetwas an dem dran sein, an dem Johannes, was sich lohnt, zu erwähnen. Und darum, ich habe das Slide wahrscheinlich schon mal gesehen, ich habe es schon mal in der Bibelserie mal gebracht, vielleicht haben wir das Slide mit den verschiedenen Kapiteln der Bibel. Genau, das hier. Da sehen wir mega schön, dass jedes Strichchen ist ein Kapitel der Bibel und die ersten 3/4 ist das Alte Testament. Bis dahin ist das Alte Testament und das ist das Neue Testament. Und jede Linie ist eine Verbindung zu einem anderen Kapitel, zu einer Verheißung, zu einem Versprechen, ein Zitat. Und ich finde es faszinierend, wenn wir das vor Augen behalten, dass das die Geschichte vom Alten Testament oder die Geschichte der Bibel ist, Altes und Neues Testament. Dass es so viele Zusammenhänge gibt, so viele Sachen, die wieder zitiert werden, die zusammenhängen, wo etwas erwähnt wird und etwas ganz anderes noch mitschwingt. Und darum möchte ich heute Morgen jetzt nicht mit euch das ganze Alte Testament zusammenfassen. Das wird, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen. Aber ich möchte uns noch mal so an ein paar wichtige so Muster aus dem Alten Testament und Voraussetzungen vom Alten Testament uns daran erinnern, die, glaube ich, verändern, wie wir Johannes den Täufer sehen. Und es gibt auf das Bibelprojekt gibt es eine geniale Zusammenfassung. Die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich habe es im Konzept verlinkt. Das ist ein Ausschnitt von dem Video. Und ich müsst euch jetzt nicht fest ablenken von allen Details. Es hat ganz viel daher geschrieben. Ich möchte noch auf 2 Sachen hinweisen da drinnen. Das ist die Geschichte vom Alten Testament optisch zusammengefasst. Und dort oben links ist die Box die Handlung. Wo probiert sich die Handlung, die sich immer wieder wiederholt, ein bisschen zusammenfassen. Und sie haben es gemacht mit 3 Punkten. Sie sagen, Gott möchte die Welt durch die Menschen regieren. Das Zweite ist, die Menschen sind Teil des Problems. Und das Dritte ist, die Lösung ist, es braucht eine neue Art von Mensch. Und das Muster sehen wir immer wieder, dass Gott auserwählt, dass Gott zuerst Adam und Eva, dann Abraham, dann Mose, dann das Volk Israel immer wieder auserwählt mit dem Versprechen, mit der Absicht von, hey, wir wollen Licht in die Welt rausbringen. Und er wählt sie, er segnet sie und nachher werden sie Teil des Problems. Man sieht die Spiralen, die runtergehen und es endet immer im Versagen, im Exil, in Babylon, im Turm von Babel. Es endet immer mit dem Ding von, oh krass, es braucht irgendwie mehr. Irgendwie funktioniert es nicht. Und unten rechts, sehen wir, wie das Alte Testament aufhört in Maleachi. Maleachi 3 schreiben sie, die Autoren, die das so ein bisschen zusammenfassen und sagen, hey, dort steht, hey Leser, ein neuer Mose-Elia kommt. Und sie sagen so, hey, es braucht ein Adam 2.0. Es braucht eine neue Art von Mensch, der kommt und uns rettet. Wir schaffen es irgendwie nicht alleine. Und das ist ein Muster, das wir, wie gesagt, im Alten Testament immer wieder sehen. Und es endet mit dieser, es ist nicht ein schönes Ende ins Alte Testament. Es endet mit dem Ding von, wir erwarten mehr, aber wir sehen es noch nicht. Und so endet das Alte Testament und dann haben wir 400 Jahre Stille. 400 Jahre, wo nichts passiert, kein Prophet. Die Gegenwart von Gott ist nicht in Jerusalem im Tempel. Und das Volk Israel, zu der Zeit, wo das Neue Testament anfängt, wo Johannes der Täufer kommt, ist in einer Atmosphäre, in einer Stimmung von der Erwartung. Sie warten darauf. Und die Schriftgelehrten, die Prophezeiungen probieren zu interpretieren und einzuordnen. Sie den Jesaja, den Maleachi, der Daniel hat ganz viele Jahreszahlen drin, probieren es irgendwie zu entschlüsseln. Und ich habe so gedacht, wahrscheinlich kann man es vergleichen wie jetzt mit der Endzeit. Wenn wir so anfangen, Kriege, Hungersnöte und so Sachen probieren einzuordnen und sagen, okay, wann kommt Jesus wieder, was passiert und so. Und genau so eine ähnliche Stimmung war damals in Israel, zur Zeit, wo Jesus und Johannes der Täufer auftreten sind, ist die Stimmung von, hey, es muss ein Messias geben. Ich glaube, am Hand von Daniel kommt er jetzt dann bald. Und sie haben probiert, wer zu weisen und zu schauen und die Zeichen zu interpretieren. Und das ist so in der Luft gelegen. Das war so ein konstantes Ding, die Erwartung von, hey, es muss ein Messias kommen. Es muss einer kommen. Und ganz eine konkrete Erwartung hat es gegeben um den Elia herum. Der Elia ist neben Mose der grösste Prophet im Alten Testament. Und es hat Prophezeiungen gegeben, im Jesaja und im Maleachi vor allem, die vermuten, dass der Prophet Elia nochmal kommen muss, bevor dann der Auserwählte kommt, bevor der Messias, der Gesalbte, kommt. Und darum haben sie immer wieder geschaut, wo könnte der Elia sein, wo könnte er herkommen. Und Elia ist heute noch,
habe ich mir sagen, das weiss ich selber nicht, aber Dani Weber hat das gesagt. Im jüdischen Glauben, beim Sedermahl, dort gibt es immer noch einen Stuhl, der für den Elia reserviert ist. Also man stellt den Stuhl mehr her für den Elia, man stellt das Glas Wein her für den Elia, weil man wie damit rechnet, der muss noch kommen, bevor dann der Messias kommt. Genau, und auch im christlichen Glauben, wo Jesus auf dem Berg oben ist, wo er sich verändert vor den Augen von drei von seinen Jüngern, kommt der Elia und der Mose mit ihm zusammen auf dem Berg. Also er ist eine extrem wichtige Figur im Alten Testament. Und passiert auf den Prophezeiungen, die ich gesagt habe, ist erwartet, und der kommt nochmal. Und jetzt möchte ich nach 2 Details, das ist ein bisschen trocken bis jetzt, ein bisschen theoretisch. Ist okay? Es ist so ein bisschen Bibelunterricht und Bibelforschung, aber ich finde es am Schluss noch recht spannend. Von dem her bleibt am Ball. Genau, 2 Details zum Elia, die wir so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Nachher steigen wir dann mit dem Johannes wirklich neu ein. Das erste ist seine Kleidung. Der Elia hat ganz bestimmte Kleidung gehabt, das haben wir vorher schon gehört vom Johannes, aber er hat den haarigen Mantel und den Ledergurt an. Wir lesen im 2. Könige 1, Vers 9. Das ist von da vor. Er trug einen Mantel aus Fell und hatte einen Ledergürtel um die Hüften. Und das ist etwas Spezielles, weil der König sagt, auf das raus, sagt er sofort, das muss der Elia sein. Nur der legt sich so an. Also das haben alle gewusst, das haben alle Juden gewusst, der Elia legt sich so an. Und das Zweite, was speziell an ihm ist, er ist einer von, ich glaube, 3, man kann es umstritten sagen, auch 4 Menschen, die nicht gestorben sind. Oder die eigentlich lebendig aufgefahren sind. Das passt heute. Oder? Jesus ist aufgefahren im Himmel. Dann gibt es im 1. Mose 5 den Enoch. Das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Es steht einfach so, Gott hat es gefallen und er hat ihn zu sich genommen. Ohne zu sterben, ist er weg gewesen plötzlich. Genau. Und der Elia war ein weiterer, der vor den Augen von seinem Nachgänger, sagt man dem so, Nachfolger, genau. Von seinem Nachfolger, ist er vor seinen Augen in einer Kutsche zum Himmel aufgefahren steht. Und das ist vermutlich auch etwa dort passiert, wo man vermutet, wo der Johannes der Täufer gewirkt hat, also am Ostufer vom Jordan. Genau, und das ist alles Sachen, wo die Juden, also für uns ist das vielleicht das eine oder das andere neu, vielleicht für euch überhaupt nichts davon, aber für viele von uns ist so Sachen neu. Für die Juden ist das alles absolut klar gewesen. Die haben das Alte Testament kennt. Die meisten haben das Alte Testament, vor allem von den Männern, die meisten haben das Alte Testament auswendig können, oder die ersten 5 Bücher mindestens. Und die haben ihre Bücher, ihre Prophezeiungen gekannt. Und mit dem Hintergrund im Kopf kommen wir nachher zum Neuen Testament. Und jetzt plötzlich kommt der Johannes. Und vielleicht wird es jetzt ein bisschen nerdy, die gerne so ein bisschen Bibelforschung machen. Ich möchte mal mit euch zusammen anschauen, wie spannen die 4 Evangelisten oder die 4 Apostel in den Evangelien den Bogen vom Alten Testament ins Neue Testament. Wie schaffen sie das, die Geschichte, die irgendwo 400 Jahre pausiert war, weiterzufahren? Ich möchte mit euch alle 4 Evangelien schnell anschauen. Und zwar Matthäus, schauen wir uns erst schnell Matthäus an. Der Matthäus macht etwas, was extrem nicht clever ist, und du willst Bücher verkaufen. Er startet sehr langweilig in unseren Augen. Er startet nämlich mit dem Verzeichnis, mit dem Stammbaum von Jesus. Und ich lese nicht das Ganze vor und das ist bewusst klein gemacht, damit ihr nicht alles mitlesen. Aber steht dort, Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks. Isaak der Vater Jakob. Jakob der Vater Judas und seinen Brüdern. Juda war der Vater von Perez und Serach, ihre Mutter war Tamar. Perez war der Vater von Hezron, Hezron der Vater von Ram, Ram von Aminadab, Aminadab von Nachschom, Nachschom von Salmon und so weiter. Ihr versteht den Punkt, oder? Er fängt an mit einer Auflistung und er fängt ganz hinten ab beim Abraham, bei ihrem Stammesvater, und sagt, hey, der Jesus, den ich euch wieder davon erzähle, das ist der Sohn von Abraham. Der ist in der Nachkommenschaft von Abraham. Und er zieht den Bogen ganz zurück bis am Anfang vom Alten Testament und sagt, jetzt geht die Geschichte weiter. Und dann tut er ein bisschen über die Geburt von Jesus erzählen, die Flucht nach Ägypten. Und dann kommt im Kapitel 3 kommt Johannes der Täufer. Und dort fängt er an, und das ist der Johannes, der auftritt und die Prophezeiung von Jesaja zitiert. Also so macht es Matthäus. Er macht es mit einem Stammbaum, mit kurz ein bisschen die Weihnachtsgeschichte erzählen, und dann kommt der Johannes. Im Johannesevangelium,
der fängt das so ein bisschen philosophisch an. Der fängt folgendermaßen an. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Und dann Vers 6. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge und sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Also auch der Johannes fängt an mit dem am Anfang und er braucht das gleiche Wort, wie im Genesis am Anfang steht und sagt, hey, okay, wir gehen ganz zurück. Wir fangen die Geschichte nochmal an, wo wir lesen im Pentateuch, wo wir lesen in den 5 Büchern von Mose. Und er geht ganz am Schluss zurück und spannt den Bogen bis ganz am Anfang. Und nachher kommt sofort der Johannes. Der Johannes ist die Brückenfigur, wo das soll einläuten, was jetzt als Neues passiert. Und dann gehen wir noch 2 weiter anschauen. Der Lukas, das Lukas-Evangelium. Dort ist der erste Teil so ein bisschen Einführung für den Leser, das überspringen wir, das sagt er so ein bisschen, wie er vorgegangen ist und so weiter. Und dann ab Vers 5 steht, in der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zacharias, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons und sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren sie beide alt. Und er fängt an mit der Geschichte vom Johannes dem Täufer, von seinen Eltern. Und er macht auch etwas, er macht auch den Bogen zurück. Er sagt, das war ein altes Paar, das keine Kinder haben konnte. Kommt das irgendwie bekannt vor? Altes Paar ohne Kind. Und das lesen wir im Alten Testament ganz oft, aber es ist ganz sicher Anspielung an Abraham und Sarah, die alt waren, das Versprechen von Gott hatten. Und da auch wieder spannt der Bogen ganz zurück ins Alte Testament. Und dann erzählt er ganz viel, hat ganz viele Parallelen drin zum Alten Testament. Er erzählt die Geschichte vom Johannes dem Täufer, wie er aufgewachsen ist. Und das letzte Evangelium, das wir uns anschauen, glaube ich, es macht am Schluss glaube ich, Sinn. Es wird am Schluss noch etwas rauskommen, glaube ich. Aber der Markus ist bekannt, dass er extrem kurz geschrieben hat, dass er das kürzeste von allen Evangelien sehr wenig Detail gebracht hat, sondern wirklich einfach auf das Wichtige reduziert hat. Und er fängt folgendermaßen an. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dein Wegbereiter sein. Hört, seine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste und sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel und lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Nachher wird erzählt, was er verkündet hat, was seine Predigt war. Und wahrscheinlich fällt noch auf, oder? Es hat extrem viele Sachen, die sich wiederholen. Sachen, die wir immer wieder lesen, immer wieder hören. Und was die Apostel machen, ist, sie wollen alle zusammen sagen, hey, weißt du was, das, was jetzt kommt, das, was ich euch jetzt erzähle, das Kernstück, Jesus, und sie schreiben es ja im Nachhinein, sie wissen ja, was passiert, sie wissen, hey, okay, das ist die Weiterführung von dieser Geschichte, wo wir alle darauf am Warten sind. Sie sagen alle zusammen, hey, Gott hat gewirkt, Gott hat geschaffen und jetzt passiert etwas Neues. Und der Johannes hat das Privileg, oder ich weiß nicht, er ist nicht zu beneiden, dass er nachher gestorben ist, bevor Jesus eigentlich wirklich so Gas gegeben hat, aber er hat die Rolle gehabt, von das Einläuten und sagen, hey, jetzt kommt etwas Neues. Und jetzt möchte ich noch mit euch über Elia reden. Weil wir haben jetzt immer wieder die Parallelen gesehen. Wir haben gehört, dass der Markus, der sonst so, ich sage jetzt mal, die Sachen kurz behaltet, beschreibt die Kleider und die Ernährung vom Johannes dem Täufer. In meinen Augen ist Johannes der Täufer nicht so relevant und was er anhat oder isst, sowieso nicht. Aber anscheinend ist ein Markus, der probiert, alles möglichst kurz zu behalten, ist es wichtig, uns zu sagen, was der Johannes getragen hat und gegessen hat.
Und warum das wahrscheinlich so war, ist, dass er wollte ganz klar machen, hey, der Johannes ist der Elia, der wiederkommt. Das ist die Erwartung, dass bevor der Messias kommt, kommt der Elia nochmal. Und das ist natürlich die Frage, die wahrscheinlich uns heute Morgen alle beschäftigt hat, wenn wir aufgestanden sind. Ist denn der Johannes der Elia, oder? Das ist die Frage, wo wir alle zusammen denken, das müssen wir unbedingt eine Antwort darauf haben. Was sagt die Bibel? Ist der Johannes der Elia, ja oder nein? Und die Antwort finden wir in Matthäus 11, Vers 14 bis 15. Dort redet Jesus über den Johannes den Täufer und sagt, das ist der grösste von allen Propheten. Und dann redet weiter und er sagt am Schluss, und wenn ihr es gelten lassen wollt, er ist Elia, dessen Kommen vorhergesagt ist. Ein bisschen später, wenn Jesus vom Berg abläuft mit seinen Jüngern, lesen wir Matthäus 17, Vers 10 bis 13. Da fragten ihn die Jünger, warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass zuerst Elia kommen muss? Jesus antwortete, es stimmt, Elia kommt und er wird alles wiederherstellen. Aber ich sage euch, Elia ist bereits gekommen. Doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Genau so wird auch der Menschensohn durch sie zu leiden haben. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Also Jesus sagt gemäss Matthäus ganz klar, der Johannes ist der Elia. Jetzt haben wir ein Problem. Wenn wir zu Johannes gehen, Johannes 1, Vers 20, lesen wir Folgendes. Johannes wies alle falschen Vorstellungen zurück. Unmissverständlich erklärte er, ich bin nicht der Messias. Wer bist du dann, wollten sie wissen. Bist du Elia? Nein, antwortete er. Der bin ich nicht. Bist du der Prophet, der kommen soll? Nein, erwiderte er. Jetzt wird es spannend, oder? Jetzt haben wir die zwei Apostel, die einander widersprechen. Das meint, ich meine, wenn Jesus und Johannes etwas sagen, hat immer Jesus recht. Das ist mal eine gute Faustregel. Aber wir lesen, wir sind ein bisschen verwirrt, oder? Wenn wir das so lesen, denkt man, okay, ist jetzt der Johannes der Elia oder nicht? Und ich glaube, die Antwort finden wir vielleicht im Lukas-Evangelium. Dort steht nämlich, Lukas schreibt, dass ein Engel sagt, erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Also der Johannes der Täufer ist der Elia, aber es ist nicht der historische Elia wiedergeboren, sondern wir lesen seine Geschichte, wie er auf die Welt kam und so weiter. Das heisst, es ist ganz ein klares Jein, oder? Johannes ist ganz klar Elia, Jein. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Und jetzt haben wir ein bisschen spannende Bibelstellen angeschaut, ein bisschen angeschaut, was widerspricht sich wo und was sehen wir im Alten Testament. Und ich möchte uns jetzt fragen, was heisst das jetzt für heute? Was heisst das für uns heute? Was können wir jetzt von dem mitnehmen? Und wir werden noch ein bisschen mehr vom Johannes entdecken, wenn es um Jesus geht, wenn es um den Herodes geht und die Pharisäer geht. Aber was könnten wir davon mitnehmen, dass eine Figur, die scheinbar für uns nicht so wichtig ist, in der Geschichte von Gott im Neuen Testament so wichtig ist? Und ich glaube, zwei Sachen, die ich möchte uns mitgeben heute Morgen, ist das Erste, was wir sehen, ist, der Johannes war eingebettet in dieser Geschichte von Gott. Und wir sind eingebettet in einer viel längeren und viel größeren Geschichte, die er am Schreiben ist. Und das haben wir gesehen, wenn wir das so sehen, haben wir gesehen, okay, die Geschichte, wo er einen Teil drin spielt, wo er einen wichtigen Teil drin springt. Entschuldigung, heute Morgen ist ich einen Schluck Wasser. Vielleicht geht es nachher besser. Genau, die Geschichte, wo der Johannes einen wichtigen Teil drin spielt, die geht es Generationen und Generationen und Generationen zurück. Und Gott braucht ihn, um die Geschichte weiterzuschreiben. Und ich möchte uns sagen, und ich glaube, das ist etwas, was wir mitnehmen dürfen, ist, hey, wir alle zusammen, wenn wir Jesus nachfolgen, wir sind eingebettet in einer langen Geschichte. Wir sind Teil von etwas viel Größerem, was Gott am Machen ist. Und das kann ermutigend sein. Ich glaube, wir sind alle zusammen, jeder von uns hat Bestimmung, hat etwas in uns hineingelegt, um einen Unterschied zu machen, um die Welt zu verändern. Wir sind geschaffen im Ebenbild von Gott, weil wir es sollen und können vorwärts bringen und entwickeln und einen Unterschied machen. Und gleichzeitig ist es vielleicht ein bisschen ernüchternd,
manchmal zum Checken, hey, wir sind gar nicht das Zentrum dieser Welt. Wir sind gar nicht das Zentrum des Universums. Und ich glaube, das wissen wir irgendwie kognitiv alle. Oder? Das checken wir, ja, das stimmt. Aber ich glaube, wir tendieren manchmal doch dazu, in unserem Denken, in unserem Herz, zu denken, dass wir das Zentrum der Welt sind. Dass es nur um uns geht. Dass alle Leute um uns herum sind so Nebendarsteller. Oder? Wenn du irgendwo in der Stadt unterwegs bist oder irgendwo unterwegs bist, alle anderen sind einfach nur so ein bisschen beigemisst und du bist das Wichtigste in unseren eigenen Augen. Und ich glaube, von Johannes können wir wie lernen, hey, ja, wir haben eine wichtige Rolle zu spielen. Und ja, uns braucht es und jeder von uns hat eine Bestimmung, hat eine Berufung, aber wir sind, glaube ich, doch nicht das Zentrum dieser Welt. Ich glaube, wir sind nicht die das Gewicht müssen tragen von denen sind, die die Welt regieren oder die Welt bestimmen. Ich habe mir aufgeschrieben, wir können Freiheit finden in den Limitationen. Ich weiss, wir probieren manchmal Limitationen wegzuräumen und möglichst frei zu leben, ohne Limitationen. Aber ich glaube, wir können Freiheit finden, wenn wir wie unsere Limitationen finden, anerkennen und uns innerhalb von dem unser Allerbestes geben. Sagen, weißt du, okay, ich verstehe, ich bin ein Teil, die Joni ist ein anderes Teil, die Steffi, die Miriam, jeder hat sein Teil zu bringen und wir alle zusammen sind Teil von dem Reich und das, was Gott am Machen ist. Aber ich bin mit dem zufrieden, was Gott für mich parat hat. Ich glaube, das können wir von ihm lernen, von Johannes. Und das Zweite, was wir sehen, was uns verwirrt hat, was wahrscheinlich die Leute damals mal verwirrt hat, ist, Gott bleibt seinem Wort treu, aber häufig überrascht es uns. Häufig auf eine überraschende Art und Weise. Er hat versprochen durch den Propheten, Elia wird nochmal kommen. Er hat versprochen, der Prophet wird nochmal kommen, bevor der Messias kommt. Und ich glaube, eigentlich wäre es viel cleverer gewesen, wenn er wirklich den Elia nochmal geschickt hätte, weil er hat es wirklich alle gesehen und alle hätten es geglaubt. Und dann wäre Jesus auf die Bühne gekommen und alle hätten ihm vertraut und gewusst, das ist der Messias. Aber Gott, aus irgendeinem Grund, wirkt manchmal einfach anders, als wir es gerne möchten. Er wirkt nicht immer so, wie wir uns das gerne wünschen und vorstellen. Und ich glaube, das dürfen wir für uns mitnehmen, dass wir so häufig verpassen, was Gott machen möchte, wenn wir eine kleine Box haben, wenn wir eine genaue Vorstellung haben, wie das jetzt passieren muss. Und ich möchte uns alle zusammen ermutigen, zu sagen, hey, lass uns doch die sein, die vor Gott herkommen mit unseren Anliegen, die von Gott erwarten, dass er eingreift, die erwarten, dass Gott Wunder tut. Wir wollen nicht aufhören, das zu glauben, aber die ihn so machen, wie er es möchte machen. Wisst ihr, wie ich meine? Dass wir sagen, hey, weißt du, wir wollen nicht, es muss nicht genau so sein, wie ich mir das jetzt vorstelle und wünsche, sondern ich vertraue ihm, dass er weiß, wie er es machen soll. Und ich habe es schon gesagt, aber ich sage es nochmal, ich glaube, ich kann dir nicht sagen, warum das Gott nicht offensichtlicher gemacht hat mit dem Elia und dem Jesus. Habe ich mir überlegt im Vorbereiten, ich weiß nicht, warum er es gemacht hat. Es wäre doch viel besser gewesen, wenn es doch alle gecheckt hätten. Aber vielleicht geht es ihm gar nicht darum, einfach Recht zu haben. Oder gar nicht darum, damit einfach er dominiert und regiert. Sondern vielleicht geht es ihm darum, dass er Menschen und Leute findet, die ihn suchen, die sich aufmachen und die ihm vertrauen. Und sagen, weißt du, du darfst Gott sein und ich bin es nicht. Und das sind so zwei Sachen, die ich glaube, die wir von ihm mitnehmen können. Sagen, hey, okay, wir verstehen, wir sind eingebettet in einer größeren Geschichte. Wir finden irgendwo Freiheit in diesen Limitationen inne. Und das andere sagen, weißt du, wir wollen Gott sein und wir lassen uns mal überraschen. Ich würde gerne kurz einen Moment Zeit nehmen und ich habe wieder so eine Reflexionsfrage auf dem Screen. Vielleicht können wir ganz kurz eine Minute uns Zeit nehmen und kurz überlegen, was möchte Gott vielleicht dir heute Morgen sagen, was möchtest du vielleicht mitnehmen heute Morgen? Und dann bete ich gerne und das Team kann schon mal raufkommen, dann gehen wir nachher zurück in Worship. Ja, Vater im Himmel, jetzt habe ich viel geredet, viel gesagt, wir haben viel gehört, aber wir wollen von dir hören, Gott. Wir wollen hören, was du möchtest sagen heute, was du uns möchtest mitgeben. Wir wollen lernen vom Johannes, wir wollen lernen von deinem Wort.
wie wir dir nachfolgen und ein Leben leben, das Platz macht für dich. Und wir für die sein, die einen Weg bereiten für dich, Jesus, in unserer Welt, in unseren Arbeitsplätzen und Quartier, da wo wir unterwegs sind. Und ich bete jetzt einfach, dass wir wirklich verstehen, was unser Platz ist, dass wir das einnehmen dürfen, dass wir unser Allerbestes geben, mit dem was du uns anvertraut hast, aber wirklich dir zu vertrauen, dem Ganzen innen. Ich bete, dass du einfach jetzt heute Morgen die ermutigst, die müssen ermutigt werden, die dürfen hören, dass sie wichtig sind, dass sie Teil von deinem Plan sind, Teil von deiner Geschichte, die du schreibst. Ich bete, dass du uns herausforderst, da wo wir denken, dass wir so wichtig sind, dass du nicht ohne uns könntest. Dass du uns Demut schenkst und dürfen wissen, hey, du hast es im Griff und wir überlassen dir, dass wir nicht kontrollieren können. Und ich bete, dass wir unsere Augen offen haben, wie du am Wirken bist. Dass wir nicht verpassen, was du machst in unserem Leben, im Leben von unseren Freunden, Familie, weil wir irgendwo zu enge Vorstellungen haben. Ich bete, dass wir alles sehen, was du machst und tust und wo du uns möchtest einbeziehen, Vater. Danke dir im Namen, Herr. Amen. Amen. Ihr dürft gerne aufstehen. Wir gehen mal zurück in Worship.